akzeptieren, dass sie jetzt nicht unbedingt, weil sie wirklich der Content-Owner sind, dass sie eben nicht ranken. Ob das jetzt eine Penalty ist oder nicht, ist mir egal. Aber das ist auch eher, also da ist vielleicht aber eine Misconception, glaube ich, manchmal auch, das ist jetzt wirklich rein subjektiv, aber ich glaube, dass da sehr viel einfach aus, das sind einfach Thin Affiliates. Das sind einfach Thin Affiliates mit einem beschissenen Link-Profil, sie haben wirklich nichts anderes, einfach mit Affiliator sozusagen Affiliate-Feeds da reingescraped oder was auch. Affiliate-Feeds da reingescraped oder so und deswegen rankt die nicht, eher weil sie sozusagen für Affiliate ist und nicht wegen, weil sie halt Duplicate Content hat. Aber ich freue mich auf Phantomas Antwort. Ich denke, das eigentliche Problem ist nicht die Abstrafung, da gebe ich dir völlig recht, die findet so nicht statt. Aber mit Duplicate Content wirst du deinen Seiten nicht viel helfen. Das ist das Problem. Das heißt, wenn du deinen Otto-Feeds da reinpappst, wie das jeder andere auch macht, dann entscheiden andere Faktoren, aber nicht der Content, welche Seite gut dasteht in der Positionierung. Und da fängt das Problem an und deshalb solltest du dich darum bemühen, eigenen Content, der so einzigartig ist, also unique, wie man gesagt, kreieren, damit du eben nicht einfach nur untergehst in dem Meer von anderen Otto-Feeds. Also man muss da vielleicht mal sagen, massenhafte Syndizierung und SEO sind eigentlich zwei Themen, die sich widersprechen. Ganz grob gesagt. Ja, es gibt, man kann sehr grob gesagt. Sehr grob gesagt. Aber man kann natürlich mit Tricks das Zeugs zum Ranken bringen. Aber das ist dann erstmal nicht per se, dass die Syndizierung irgendwas zum Ranken bringt, sondern sie schädigt eher dem Ranking. Also sprich, je mehr ich diesen Content raushaue, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich der Traffic unter all diesen vielen, die diesen Content haben, aufteilt. Das ist ja das, was faktisch passiert. Dass die alle irgendwo vielleicht nochmal zu irgendwas ganz weit hinten ranken und dann mal einen User kriegen. Und wenn du all das zusammen addierst, dann kriegst du sogar vielleicht auch ein paar mehr User. Aber faktisch heißt das ja, Content verteilen heißt eben auch Traffic verteilen. Und insofern ist da schon ein ganz grundsätzlicher Widerspruch da, der allerdings mit anderen Faktoren noch zusammenwirkt. Und bei anderen rankt dann doch mal was. Haben wir noch eine spannende Frage, die auch mal so ein Büchlein wert ist? Aber jetzt hat man dann noch einen Rest. Ich fühle mich jetzt ein bisschen schlecht. Wollte Sie hören? Okay. Aber sehr gerne. Okay. Ich habe eine Frage zum Thema Content Farm. Das ist ja was ein bisschen in diesem Mail-Update abgestraft wurde, also dass ich bestimmte Artikel auf Money Keywords optimiere und die dann irgendwo mit einigermaßen intelligent miteinander verlinke. Ist das ein Modell, was noch in Zukunft hat? Also jetzt mal, wo hast du das gelesen? Weil diesen Blog solltest du gleich abonnieren. Ich verstehe schon seine Beobachtung. Er hat ja mit Mail-Update sind ja einige namhafte Seiten aus dem Index geflogen. zufällig mehrere, die mit Mister anfangen. Genau, die ganzen Mister. Gut, da sind ja einige auch nicht so stark getroffen gewesen, wie man gedacht hätte. Da gab es ja auch ein paar Interpretationsansätze, woran das liegen könnte. Aber ist das was Google versuchen wird, weiter zu sanktionieren, oder ist es was sich irgendwo auf dem Niveau, wo es jetzt ist, halten wird? Also ich glaube, was Google schon immer sanktioniert hat und weiterhin sanktionieren würde, aus gutem Grund, ist, dass sie die User Experience sehr hoch halten. Ja, es gibt sicherlich irgendwelche technischen, algorithmischen Gründe, warum jetzt einzelne Seiten da weggeflogen sind. Der große Grund, der darüber steht, ist aber, anscheinend haben die als Produkte nicht den Sinn gehabt, den Google gern hätte, ja, von Seiten, die im Index stehen und irgendwie hohe 5- oder 6-stellige Besucherzahlen jeden Tag bekommen. Also Google schmeißt einfach Sachen raus, auf denen das Risiko besteht, dass die Leute da landen und sagen, das Ding hat mir jetzt hier nicht so richtig geholfen, sah auch noch scheiße aus, da will ich nie wieder hin. Finde ich doof, dass Google mich dahin geschickt hat. Ja. Und dementsprechend kommt einfach, glaube ich, am Ende genau das raus, was Google auch schon immer haben will. Die wollen nicht, dass wir irgendwie SEO-Seiten bauen, die scheiße aussehen, aber ganz viel Geld verdienen, sondern die wollen, dass wir irgendwie gute Produkte bauen, die dann auch übrigens zufällig auch ranken. Ich glaube, die meisten Updates haben ja mit etwas damit zu tun, dass Google irgendwas an der Infrastruktur gemacht hat oder sich bestimmte Themen genauer angeschaut hat. Das können dann sehr unterschiedliche Themen sein. Viele haben tatsächlich mit so Dingen wie Bounce Rate zu tun oder mit anderen Faktoren, wo Google einfach merkt, dass die Leute sich auf den Seiten nicht wohlfühlen. Und das wird sicherlich beim Mayday-Update auch so gewesen sein. Das heißt also,
ich stelle mir das mal so ein bisschen so vor, mag vielleicht auch, aber ich denke, die Sicht ist wahrscheinlich gar nicht mal so unabstrakt. Das sind Projekte, die halt direkt an der Klippe waren und die werden dann halt, dadurch, dass die Klippe ein bisschen verschiebt, dann fallen sie halt runter von der Klippe und die waren dann halt schon sehr eng am Grat irgendwie. Und das heißt nicht, dass Google die vorher gut findet und jetzt plötzlich nicht mehr gut findet, sondern das heißt, die waren sehr eng am Grat und jetzt sind sie über den Grat hinaus. Und so kann man sich das, glaube ich, vorstellen. Das schiebt dann halt, je nachdem, wie sich dieser Grat verschiebt, eben ein paar Seiten über die Klippe rüber und die landen dann halt irgendwie in einer Penalty oder zumindest mit sehr viel weniger Traffic als vorher. Trotzdem vielleicht noch eine kleine Ergänzung. Der zweite Teil der Frage war ja, wird es in Zukunft irgendwie noch einen Markt für solche Produkte geben? Ich glaube definitiv, weil warum auch nicht? Ja? Das einzig, also was manche hier im Raum vielleicht irgendwie böse finden, darüber hinaus, dass die Dinge nicht so richtig schön aussahen, ist ja, dass sie besonders lukrative Themen bearbeitet haben. Aber das ist ja Quatsch, ja? Das machen auch irgendwie seit Jahrzehnten schon irgendwie, es gibt nicht ohne Grund mehr Zeitschriften über Yachten als über Hartz IV. Ja? Darum geht nun mal auch diese ganze, darum geht es nun mal in diesem Geschäft, dass man Themen bearbeitet, die kommerziell ihren Sinn haben. Also ist es auch völlig legitim zu sagen, man macht ein Ratgeberportal, das darauf ausgerichtet ist, besonders kommerzielle Themen zu behandeln. Also da fällt mir kein Grund ein, warum das nicht auf Dauer auch funktionieren sollte. Vielleicht aber eine Konkretisierung. Wenn ihr solche Modelle betreiben würdet, was würdet ihr im Hinblick auf eine Akzeptanz von Google jetzt an diesem Modell tendenziell machen, um sie irgendwie weg von der Klippe zu holen, ein bisschen auf sicheres Terrain? Oder würde mir was einfallen? Ich würde sie einfach redaktionell natürlicher gestalten. Ich würde also meinem Texter nicht unbedingt sagen, dass er immer bei 400 Wörtern aufhören soll. Ich würde nicht immer sagen, dass er immer 2 externe Links in den Text setzen soll. Das heißt, natürlich sind die Algorithmen auch schlauer geworden in dem Zusammenhang. Und das Scoring, was da ausgerechnet wird, also wenn du hast 10.000 Artikel auf deinem Portal drauf und alle sind irgendwie gleich lang, bewegen sich im gleichen Delta und haben immer 2 externe Links drauf und die gehen immer wieder zu Amazon oder sowas, also und haben eine Affiliate-ID drin, dann passt das eigentlich. Das heißt, Google versucht mit den Algorithmen, ich würde es nicht immer nur auf die User Experience schieben. Google versucht algorithmisch auch zu erkennen, was ist ein natürliches, redaktionell getriebenes Portal. Und da gibt es mal kurze Texte, da gibt es lange Texte, da gibt es Duplicate Content auch zum Beispiel, vielleicht weil irgendwo eine Pressemitteilung mit reingefeedet wurde von der DPA oder so. Also eine Natürlichkeit entstehen lassen in diesem Content-Portal, so würde ich es machen. Naja, ich denke auch, man sollte, wenn man als Geschäft betreibt, möchte man ja auch nicht, dass es morgen einfach kein Geld mehr haben dürfte. Also ein bisschen in die Zukunft geschaut. Und ich weiß jetzt eigentlich nicht, was Google im nächsten halben Jahr bauen wird, aber jede Algorithmusänderung geht immer wirklich in die Richtung, dass der Nutzer das findet, was er erwartet. Weil wenn er das nicht findet, dann hat Google ein Problem, weil die rechnen das Google als negativ an. Das heißt, die gehen genau in diese Richtung. Und genau das Thema ist dann, ich muss halt einfach relevant sein. Ob ich es dann mit super gut automatisierten Texten hinmache oder ob ich die schreiben lasse, aber für den Nutzer muss das Ding sagen, okay, es war in Ordnung. Also ich muss irgendwie schon ein Added Value irgendwo hinbekommen und dann natürlich meine ganz normale Zero-Arbeit machen, wie sie gehört. Aber ich kann das Beste irgendwas aufbauen, wenn das Ding einfach Mist ist, dann wird das Google irgendwann den Rhythmus auch so aufbauen, um das zu finden und rauszukicken, weil das ist dann ihr Ziel, das müssen sie machen. Ja, um das vielleicht mal so zu sagen, einige dieser Firmen haben doch eine verhältnismäßig hohe Marge, wenn sich das so anguckt. Und möglicherweise war die Marge oder ist die Marge für diese Firmen zu hoch gewesen. Und wenn man dann eben die Marge um 2/3 reduziert, kommt wahrscheinlich hochwertigerer Content bei raus, der dann wahrscheinlich auch nachhaltiger ist. Das wäre jetzt so ein Vorschlag, der ist sicherlich unattraktiv für die Investoren, aber aus meiner Sicht sorgt er für eine gewisse Sicherheit. Das ist ja auch ein Trend, der seit 10 Jahren so stattfindet, und zwar sogar ziemlich linear. Ja. Vor 10 Jahren hattest du mit SEO irgendwie eine Umsatzrendite von 95%, sonst warst du ziemlich blöd. Ja. Du hast minimal Geld in deinen Content investiert und es war total einfach damit zu ranken. Das war eigentlich das gleiche Content, ja. Genau, deswegen war es ja auch minimales Geld. Und das wird einfach immer weniger. Es wird sicherlich nicht bei einer 0% Rendite enden, aber das ist noch ein bisschen weniger als die 50% oder was die bestimmt irgendwie so ein Mr. Wong noch gemacht hat.
werden kann, ist ja auch plausibel. Das heißt, du kannst also und musst wahrscheinlich in Zukunft auch noch ein bisschen mehr von dem Geld, das bisher einfach Gewinn war, in ein geileres Produkt mit besserem Content und ein bisschen schönerem Aussehen. Markus hat es ja vorhin auch erzählt, dass es einfach nach Brand aussehen muss. Ja? Und so ein paar von denen, die da rausgeflogen sind, sahen einfach für meinen Geschmack auch nicht hochwertig genug aus. Ja, die sehen dann einfach nach Affiliate, SEO, Quatschprojekten aus. Und mein Tipp sind 3 Worte: Become a Brand. Ja, also es ist wirklich Become a Brand, weil es ist bei Google halt so, wenn du ein Brand bist, kommst du einfach mit einer Menge Scheiße weg. Es ist so, ja, also umso mehr du eine Marke bist, desto mehr Mist kannst du eigentlich treiben. Ja. Und wenn du keine Marke bist, dann werde eine. Oder tu zumindest so. Seh zumindest so aus, als wärst du ein Brand. In dem Moment hast du die Probleme nicht. Das ist wirklich so. Und Google geht immer mehr in diese Richtung, dass Brand dementsprechend dem vertraulich und ihr seid meine Vorteile. Ich glaube, kurzfristig ist eine ganz gute Idee, das ganze Ding so ein bisschen mehr aufzubauen, irgendwelche Tarifrechner noch reinzubauen, die wirklich deine eigenen sind, irgendwelche anderen Rechner, also ein richtiges Produkt, um die Texte drumherum zu bauen, das ist gar nicht verkehrt. Mittelfristig würde ich mir halt überlegen, ob ich Google irgendwo im Weg stehe bei einem Produkt. Das sieht mir halt ganz gut, dass Google nicht so der